Hallihallöle, ich bin's, euer Blausteiningenieur. Und ja, da haben wir sie wieder, die Ultra 2 mit dem goldsilbrigen Schriftzug. Ja, das tut jetzt natürlich nicht ohne Batterie. Das hat man jetzt keine Ruhe gelassen, da habe ich weiter dran rumbastelt und ein bisschen dran rumgefeilt. Jetzt sieht's schön glatt aus da. Und da habe ich das Ding da weggemacht. Das ist, glaube ich, nur für die. Das stellt sicher, dass die da auch Ultra-Pfeile reinladen. Und das ist halt der ultra scheiße und ultra teuer. Und ja, Geld haben wir ja keins. Das ist klar. Umsonst ist immer gut. Aber wenn es nicht umsonst geht, dann halt billiger. So. Und den Scheiß, da habe ich keine Lust drauf. Also das sehe ich nicht ein, da extra Pfeile zu kaufen. Von dem anderen Krust habe ich auch einen Haufen. Dann haben wir beim letzten, das geht nicht ganz so zuverlässig. Das kostet halt, dass ich da noch ein bisschen dran rumfeilen muss, weil das auch noch schön machen muss. Weil den Zylinder, den drucke ich jetzt so schnell nicht nochmal neu aus. Dann haben wir ja festgestellt, dass mit dem Schwungrädlerskäfig, dass das da nicht geht, da müssen wir tauschen. Und bei von anderen habe ich noch keine Motoren gehabt. Die habe ich jetzt. Jetzt werden wir halt die Schwungrädler. Aber habe ich geguckt, habe ich gefunden, wir können das im Ultra Cruise, können wir Mega Cruise machen. Da habe ich da was ausgedruckt. Das verlinke ich euch natürlich auch. Das ist so Mega Pfeile. Da müssten wir jetzt da das noch aufsäbeln. Das will ich, um ehrlich zu sein, nicht machen. Ich würde sagen, wir kürzen einfach die Pfeile da. Dann sind es halt kurze Mega-Pfeile. Sind immer noch mega, aber kurz halt. Und das Modell, das war wesentlich besser. Also klar habe ich so ein bisschen gefeilt, aber das lag hauptsächlich an der Drucktoleranz oder an bisschen, wenn das ein bisschen Versatz hat, dann kratzt es die Pfeile da auf. Deswegen, aber da musste ich nicht so viel feilen wie in dem da. Also mit Schmirgelpapier da rein und rein und raus, wieder rein und raus und ihr kennt das ja. Das macht einen besseren Eindruck. Ja gut. Was ich vielleicht noch anpassen würde, wäre die Fläche da. Das könnte man auch vollflächig drucken und das hat es irgendwie mit der Stützstruktur nicht so gescheit hinkriegt. Aber das kommt noch auf die Seite, das ist dann auch egal. Die Seite ist halbwegs glatt, das dürfte passen. Also von daher, das kann auch sein, dass das an meinem Druckerle lag. Und da habe ich mir noch, ach gut, da war ein Schieberle dabei, aber das kann sein, dass man das so nicht verwenden kann, weil das ist dann darauf aufpasst, dass es dann ganz nach hinten geht. Aber das schauen wir uns auch an, wenn wir es offen haben. Gucken wir mal. Also so Modelle ein bisschen zu stauchen, das wäre jetzt nicht das Problem. Das kriege ich hin, das ist kein Kost. Hoffe ich doch. Also habe ich zumindest schon mal hingekriegt und was ich schon mal hingekriegt habe, das kriege ich wieder hin. Also für andere Sachen. Ja, dann haben wir noch so Rähle. Das gehört da auch dazu, das gehört da irgendwo rein. Das brauchen wir vielleicht auch, das war auch dabei. Und dann habe ich mir noch was anderes ausgedruckt, um die Mega-Pfeile da zusammenzuschneiden, dass das auch schön ist. Wobei, also, ich denke, wenn ich das nochmal ausdrucken hätte, ja, so Schneider für 2 reicht auch, da spart man sich ein bisschen Zeit dann. Das ist halt, also, oder für euch, der da auch lange, das wäre vielleicht auch geschickt, aber das, was der Druck da das Zeit braucht und das, was das noch einen Platz braucht, für das, dass ich das einmal zusammenschneiden will. Weil ich jetzt sage, jetzt haben wir schon wieder fast 4 Minuten gelabert. Oder ich halt. Hoffe, dass ihr noch da seid. Dann legen wir los. Ja, lasst halt auch ein Abo da und trinkt längere, das wäre mir freuen. Und schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht viel laber. Viel. Es durfte jetzt auch nicht, da habe ich ein paar Schreibplatz nachhinein gemacht. Ja, das mache ich kurz im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Also da guckt, da müsst ihr wirklich,
Wenn man da die komplette Mega-Pfeile dann einbauen will, müsste man wirklich da das komplette auch wegschneiden und das der dann bloß noch da oben heben. Das scheint mir dann schon ein bisschen lommelig zu werden. Also da hätte ich mich einfach wohler fühlen, wenn die Pfeile kürzer sind. Jetzt könnte man natürlich das Modell so anpassen. Das ist jetzt... Ja, dann müsst ihr halt einfach ein bisschen Rad und das dann nach vorne schieben. Das geht ja digital dann ganz einfach. Nochmal neu ausdrucken und dann geht das passen. Aber jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Standard-Dingerle geht. Ja, viel Platz ist da nicht mehr. Ob das da rein schiebt. Jetzt sagen, das probieren wir einfach. Ja, passen wir das an, wie wir es halt brauchen. Man muss ja jetzt nicht alles unnötig ändern. Oder wie seht ihr das? Wobei die Frage eigentlich überflüssig ist, weil wie ihr das Video seht, habe ich das schon längst gemacht. Das ist halt. Aber vielleicht bleibt es nicht die einzige Mega Ultra. Jetzt müssen wir die Pfeile. Da müssen sie nicht verkürzt werden. Ja. Professionell gemessen, würde ich sagen. Dann gucken wir das an. Ja, das ist halt mehr wieder das Ding. Das heißt, wenn man, ja, das hat man schon ein bisschen was dran lassen, das hat man schon. Das jetzt müssen die halt ein bisschen hinausgucken. Ja, und im Nachhinein, also ich habe das liegen gedruckt, das war vielleicht auch nicht so geschickt, das hätte ich stehen drucken sollen, weil so ist halt das Ganze ein bisschen kratzig und da ist jetzt drin eine Stützstruktur, das ist natürlich auch nicht so geschickt. Also, ihr müsst ja meine Fehler nicht nachmachen. Solltet ihr das rausdrucken, dann macht so wie ich sage, nicht so wie ich es gemacht habe. Und nehmen wir das Scharfmesser. Ich war natürlich nicht gescheit vorbereitet, das ist das Einzige, das ich daheim habe. Ja. Gut. Geht das. Ja, nehmen wir das Hausmesser, das sieht das auch so aus. Also, macht wie ich sage, nicht wie ich es gemacht habe. Habe ich euch ja schon mal gesagt. Und wenn nicht, seid ihr selber schuld. Ihr schaut mir ja zu, dass ihr es lernt, dass ihr es nachher besser wisst. Ach, das. Ah, das ist nicht schön. Ja, das nicht schön, aber selten. So. Aber ich habe jetzt das Schneiderle. Da kann es sein, dass ich, wenn mir das Ding Spaß macht, dass ich das anpasse und da gucke, dass ich das so mache, dass da dazwischen drin vielleicht noch ist, weil das dann passen. Das müsste da genau in der Mitte sein. Dann. Aber jetzt gucken wir mal erstmal, ob es funktioniert. Bevor ihr da jetzt Pause klickt und das alles schon nachmacht, wartet da erstmal ab, ob es bei mir geht. Also bleibt dran. Da kann ich euch sagen, was ich vielleicht anders machen hätte.
Weil so viele Megapfeile habe ich jetzt auch nicht in Reserve. Also eigentlich bloß nur einen, den ich gerade in Verwendung habe. Aber die sind glaube ich nicht so teuer wie die Ultra. Und die sind halt einfach cooler. Also das ist halt schon. Können wir mal vergleichen. Das ist halt. Ah, okay, so viel ist da nicht. Aber das ist. Ich weiß nicht. Vielleicht ist auch einfach nur so viel Negatives über das Ultra-Zeugs gehört, dass ich da selber keinen Bock drauf habe. Und den negativen Scheiß einfach ungefiltert wiedergebe. Das schiebt das rein und dreht dabei. Das verstand ich immer noch nicht. Aber jetzt müsste man nur noch das Relais da einsetzen. Was denn? Gott, das gehört das. Das gehört da vorne. So rum gehört das. Nein, guckt. Hört sich. Wenn man echt was denkt. Da gucken wir mal einfach, ob das so Gott. Also das Dingele war da oben drin. Das hat. Da bin ich jetzt auch einfach gespannt. Aber das Mal hat der das bastelt hat oder entworfen hat, der hat sogar ein Video gemacht. Muss ehrlich sein, hab's noch nicht komplett angeschaut. Hab gedacht, das wird mehr Spaß, wenn man das einfach mal probiert. Einfach mal rausdrucken und gucken. Aber das macht im Großen und Ganzen einen besseren Eindruck. Also auch, dass ich den Zylinder das Hälfte vergesse. Das gehört ja auch noch rein. Das ohne Kopf ist man einfach manchmal wie ein Depp. Oder die Simpsons-Variante. Warum passieren mir nur Dinge, die sonst nur dummen Menschen passieren? Wobei, ich bin Ingenieur. Von daher bin ich da sicher. Es wäre natürlich schon klasse, wenn das mit dem Standard-Triggerle und mit dem Standardschieberle funktionieren tät und das irgendwie hinkriegen tät, dass man die Zylinderläufer tauschen kann. Das ist halt immer allerwelts Scheiß. Das habe ich jetzt schon hingemacht beim letzten Mal. Jetzt müssen wir. Wo ist jetzt das Federle? Ach da. Ja, nehmen wir halt das so lang. Sag bloß das gut. Ja, das braucht ein bisschen Kraft. Ui. Das war, glaube ich, nicht so geschickt, das liegen zu drucken. Das hat aber. Da habe ich das. Ach, das habe ich. Da ist die Auflösung, die ist grob, deswegen hebt das nicht so gut. Das liegt an dem Modell, das liegt am
an meine Einstellungen. Weil die Platte ist natürlich eine ganze Ecke besser, aber das ist halt die Gott dafür nicht. Also da ist der Zylinder definitiv besser und da ist die Platte. Ja, das drücken wir jetzt einfach mal nicht weiter rein. Ja. Seht, manchmal ist halt einfach probieren. Ei. Muss das dann nicht, das tut weh. Scheiß. Aber schon spät. Aufpassen. Ja, muss das dann nicht mit der Hand drüber sein. Das ist doch ein bisschen scharf. Ja. Ihr wisst es jetzt, dann müsst ihr die Fehler nicht machen. So. Ich würde sagen, wir schrauben das mal schnell zusammen im Schnelldurchlauf und ich habe mir davor mal ein Pflästerle. Bis gleich. So, oder? Innerer Monk ist glücklich, alle Batterien schön gleich ausgerichtet. Dass es auch schön Gleichstrom gibt. Wenn die Bilder da unterschiedlich sind, dann ist es kein Gleichstrom, dann muss er gleich sein. Okay, ja, alle Stromer werden mir jetzt widersprechen, dass die Bilder da nichts mit dem Strom zu tun haben. Aber innerer Monk will das so. Und die Schraube im Batteriefach habe ich mir jetzt gespart. So. Das war wohl nix. Ja, komm schon. Ach. Das ist klar, wenn das nicht gescheit. Nein Gott. Dann dreht es nicht weiter. Da hat wohl nur ein bisschen was gefehlt. Das hat mich jetzt überrascht, dass ich jetzt irgendwo hingegangen, wo ich nicht mitgerechnet habe. Ah, so nicht. Das heißt, die Pfeile darf ich wahrscheinlich nicht ganz so kurz und das ist. Ja, das. Das, ja, ich war das zweimal geschnitten und immer noch kurz. Was machen wir da jetzt? Also so prinzipiell der jetzt ja funktionieren. Das ist jetzt klar, wenn der Pfeil nicht abgeschossen ist, dann dreht es nicht weiter. Weil das blockiert das da mit dem Lächeln da.
Ja, also da kann der Entwickler nichts dafür. Was man mal machen können. Geht das Gott sauber. Das ist... Ja, das hat seine Gründe, warum das verhindert wird, aber das halten meine Finger aus. Ich gesehen, man hat schon Schlimmeres ausgehalten heute. Jetzt haben wir das. Was machen wir? 5 Stück hätte ich noch. Das heißt, also prinzipiell das ja funktionieren. Das Kreuz müssen. Das sieht schon. Also das Schieberle, das sollte man auch noch. Also das hätte ich so wegmachen müssen. Also das ist egal, ob jetzt da die elitäre Darts nehmen oder die Elite Darts da, wie auch immer das heißt. Oder da die Mega Darts. Das ist halt. Das ist, weil die Ultras dahinter ein bisschen schlanker sind und so Nupsis haben. Was auch immer für was auch immer das gut sein soll. Was machen wir? Ich will jetzt schon wissen, ob's Gott. Denk, euch können wir noch Opfer kommen. Ich gucke mal, wo der liegt. Hey, andere Idee hätte ich noch. Wenn wir da können wir nämlich so einen elitären Pfeil da, so Elite-Ding da reinschieben. Ist jetzt kein Originaler, das brauchen wir dafür nicht. Wenn wir den auch einfach ein Stückchen kürzen. Ganz professionell gemessen. Das Cutterle da. Ja. Haben wir immer noch kein besseres Cutterle geholt. So schnell geht das nicht. Weil das mit den Schwungrädern, das braucht ja das alles nicht. Wenn wir das so rum, dürfte das jetzt eigentlich. Ja. Das machen wir nochmal. Aber diesmal, ja, das einmal messen, zweimal schneiden, so in etwa. Ja, oder halt auch immer mehr. Das ist es. Das bisschen, was ich da wegschneiden soll, das kriege ich mit. Doch Gott, vielleicht doch noch. Nicht vor der Schläge am Rohr. So, das ist jetzt der Blaster-Ingenieursdart. Ja, ich würde sagen, das Gott. Das ist ja wunderbar. Dann würde ich sagen, dann machen wir das noch 5-mal. Ja, oder 4-mal. Weil da haben wir. So. Dann hole ich mal noch andere Dartlers, die wir hier machen können. Dann bis gleich. So, dann machen wir den wieder raus. Jetzt hätte ich mir natürlich
schon Dartschneider ausdrucken sollen. Da muss ich den G-Code nochmal anpassen. Weil den habe ich genauso beschissen gemacht wie den hier. Mit die große Darts verzeihe das vielleicht noch ein bisschen, wenn sie Kratzer haben, aber die kleine, ich glaube, die ist nicht so geschickt. Und vor allem nachdem wir es jetzt bei dem schon gelernt haben, sollte ich jetzt auch gucken, dass ich nicht zweimal gleiche Fehler mache. Muss ich mal gucken, ob der andere Dartschneider, ob das genau passt. Das ist, ja, was wird das sein? Und ziemlich genau in der Mitte. Ja, so plus minus. Was haben wir? 56 und 7. Das sind 63, sowas. 62, 63. Was auch immer das da für Maßeinheit ist. Aber ziemlich genau in der Mitte von 56 und 70. Inch, Millimeter, Zwetschger. Aber bin ja kein Physiklehrer. Im Zweifelsfall halbe. Das ist auch, das geht auch ohne Maßeinheit. Weiß auch jeder, was gemeint ist. So, da. Jetzt gucken wir, ob das kein Glückstreffer war. Ladet das Ding mal. Das hätte mir schon gefallen, wenn das gegangen hätte. Das wäre schon. Nach dem Reinfall da neulich. Und vor allem messersicherer. Die Sicherheitsingenieure, die flippen aus, wenn sie mir zugucken. Aber die Herd, das Pistole, das will schon. Das ist so ganz so richtig, mag's dann doch nicht das. Ja, das kann sein, dass der muss lang. Oh, der 3D-Druck da drin ist auf. Dass das noch ein bisschen lang ist. Das ist jetzt halt professionelles Tuning. Das ist mega Blaster-Ingenieursdarts. Das ist auch das. Ja, kann er die Munition klaut. Jupp, das. Da müsst ihr eure Munition schon feintunen. Das ist da noch ein bisschen weg, da noch ein bisschen. Kennst vielleicht auch mal messen was. Aber das wäre ja langweilig. Warum muss man was messen, wenn man es einfach probieren kann? So, da muss ich sie bloß wieder finden. Können wir noch mal eine Runde gucken, ob das. Ja. Der Rest ist halt irgendwo. Habe jetzt nicht aufgepasst. Das mal weg. So, 2 haben wir noch. Ich würde sagen, das ist doch schön. Ich gehe noch mal kurz auf Suche. Bis gleich. Jetzt beim Suchen ist mir alles klar, aber ich habe das Ganze ja modifiziert mit der Begründung, dass ich günstige Standardmunition verwende, verschieße sogar da drin. Jetzt ich bin mir sicher, die 2 Pfeile und die Zeit und das alles, das kostet jetzt mehr. Und ist auch kein Standard. Also, ja.
ich glaube, das eigentliche Ziel, das habe ich um Weite verfehlt. Aber es ist jetzt halt was Eigenes. Also so halbe. Naja, das. Okay, ja. Also die ursprüngliche Anforderung. Und jetzt habe ich auch wieder bloß. Von der Munition habe ich bloß 5 Pfeile. Also, das von der, also wenn ich das Original gelassen hätte, hätte ich sogar mehr Pfeile wie jetzt. Wobei, aber ein mega schwungrädles Blaster, das ist halt schon cool. Also, ja, ich glaube, das ursprüngliche Ziel habe ich verfehlt. Also, das ist. Thema verfehlt, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also von daher. Und wir haben was bei gelernt. Also das muss ja nicht immer alles irgendwie einen Sinn haben. Das geht ja. Beim Bachelor geht es ja darum, dass es Spaß macht und dass man was lernt und dass man noch Freude dran hat, dass man was selber gemacht hat und nicht einfach nur da irgendwas von der Stange gekauft hat und das so klasse hat. Und da habe ich noch was. Das ist jetzt gerade vorher fertig geworden. Weil ich kurz Pause gemacht habe. Mein Blästerle, ja. Blästerle geholt habe von meinem Blästerle, wegen dem Blästerle da. Also, kennt ihr vielleicht noch. Das nächste Mal kommt dann der 5. Teil dazu. Oder sind wir schon beim 6. Teil? Aber vermutlich der finale Teil der Reparatur. Und danach, wenn wir es repariert haben, können wir anfangen zu modifizieren. Das sag's euch. Also vom Bastelspaß haben sich die paar Euro gelohnt, dass das Ding gekostet hat. Also, wenn es dann nur darum geht, dass man was hat, was funktioniert, dann sollte man natürlich schon schauen, dass man irgendwas kauft, was neu ist und noch nicht bespielt. Aber wenn es einmal darum geht, dass man einfach damit Spaß hat und ein bisschen rumbastelt und so vorhat, da was anderes draus zu machen, dann kann man einfach irgendwas kaufen, was halbwegs geht. Und das, was nicht geht oder was einmal halt nicht passt, das macht man so, dass es einem passt. Ja, das ist so. So in etwa das, was mir dabei Spaß macht, warum ich mir das Hobby zugelegt habe. Nicht, weil ich irgendwas haben will, was kostet, sondern weil ich was haben will, was so Gott wie ich es gern hätte. Und nicht wie der Entwickler da oder die Entwicklerin da, die das da sich mal ausdenkt haben oder und dann noch wahrscheinlich da zig Sicherheitskaspers, die da noch mit reingeredet haben und was weiß ich. Also, sind wir ehrlich, da passiert nicht viel. Und irgendwann mal überhitzt das Ding so und dann geht das. Aber gut, das ist glaube ich für den amerikanischen Markt, so wie ich das sehe. Da steht wahrscheinlich nur irgendwo steht, dass man das Ding nicht modifizieren soll. Wobei bei dem steht es gar nicht. Egal. Nächstes Mal geht es mit der Double Strike weiter. Aber jetzt habe ich schon klar, da schießen wir noch Runde. So, der leer ist. Fertig ist. Also ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß beim Basteln. Das wünscht euch euer Blaster-Ingenieur.